Hier schon mal so einen Topfkürbis, so einen grossen habe ich wirklich noch nie gesehen, so ein Privathaushalt. Ja, liebe Leute, das ist mein Zimmer für heute. Also ich bin so froh, dass ich daheim bin, in meinem Bett, in meiner Dusche. Dann fahre ich eine Zeit lang kein Velo mehr. Guten Morgen. Ich gehe jetzt erst mal zum Morgen holen. Ganz mächtiges zum Morgen, das man hier vor der Tür geliefert bekommt. Heute gehen wir hier von Nuffen auf Chur. Und es geht immer weiter. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, braucht das Velofahren eigentlich fast nur Beinmuskeln. Und wegen dem ist es wichtig, dass man gleich jeden Tag 20 Liegestütze macht für einen Ausgleich. Das sind so Sachen, das sind echt die Basics vom Velofahren. Muss man eigentlich wissen, bevor man auf eine Tour geht. Ich bin hier in Chur angekommen, in einem Self-Check-In-Hostel. Das ist wieder mal so ein sogenanntes Massenzimmer, das ich mir hier gegönnt habe. Ziemlich viel Bett hier drin und es hat einfach niemand hier. Es ist wie ein Einzelzimmer und es kostet irgendwie nur 30 Stutz und ist wirklich mitten in Chur. Hier sieht man ganz schön, wo ich jetzt überall schon durchgefahren bin. Ich habe oben angefangen, so runter. Rhonental, dann runter ins Tessin und jetzt bin ich hier oben wieder Chur, Graubünden. Hier in diesem Massenlager habe ich gut gepennt, da ich einfach allein hier war. Und ich fahre heute alles am Rhein entlang, Richtung Bodensee. Wird sicher gemütlich. Er ist richtig stark am Winden. Es geht alles. Oh shit. Dort hinten ist Liechtenstein. Ja, liebe Leute, das ist mein Zimmer für heute. Mir ist so eine coole Seite empfohlen worden namens Warm Shower. Und dort hier kann man sich als Velofahrer anmelden. Und dann kann man Leute anschreiben, die Zimmer vermieten. Aber es ist halt nicht das Vermieten, sondern es ist eigentlich ein gratis Übernachten. Ein Bierli? Ja, wenn du eins nimmst, nimmst du schon eins, gerne. Ja. Jörg und... Wie ist dein Name noch? Amma, Jörg und Amma. Ja. Sehr nette Gäste hier von Warm Shower. Sogar ein Bier und Spaghetti, also Penne. So, liebe Leute, es geht weiter. Der grösste Teil ist hier am Rhein entlang. Und da sind wir so geile Börtchen, wo echt viele Steine rumliegen. Recht gut geschliffen, perfekt zum Schiffern. Ich glaube, das geht noch besser.
bin an meinem nächsten Warmschauerort angekommen. Sieht um einiges seriöser aus als das gestern. Jo, morgen. Heute geht es weiter mit der Radreise, und zwar von St. Margrethen auf Kreuzlingen. Porridge haben sie noch zubereitet. Und ich jetzt auch noch davon essen. Oh, echt merci vielmals, Jakob, dass ich hier sein durfte. Super gewesen, super Unterkunft. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp an die jungen Veloreisenden. Sie sind mutig und wagen auch unbekannte oder fremde Leute kennenzulernen. Ja, ja, das merci vielmals. Ja, Freunde der Sonne, es ist wieder mal so weit. Wir sind hier sehr nah an der Grenze. Das mal nicht zu Liechtenstein, sondern zu Österreich. Ja, mal schauen, was alles so passiert. Ne? Leute, ich bin angekommen in Kreuzlingen. Das mal in der Jugi, das erste Mal. Auf jeden Fall ist das hier heute mein Schlafplatz. Hört ihr das? Da bin ich die ganze Zeit am Schnarchen. So richtig laut. Da macht mir kein Auge zu. Die Reise geht weiter, langsam Richtung Heim, aber zuerst gehen wir noch auf Schaffhausen. Die Nacht hier war Mittag, also wirklich bis um 3 Uhr genau nichts gepennt, weil einer richtig laut geschnarchelt hat. Also wirklich, wir zwei, die der andere haben müssen ertragen, ich beide nicht pennen. Der eine hat ihn dann rausgeschoben, irgendwie am Morgen um 2 auf die Couch. Und ich habe dann, von dem, der geschnarchelt hat, so Ohrenpacks bekommen. Eigentlich bin ich gleich fit und jetzt geht's los. Also, ich bin jetzt gerade in so ein Restaurant gefahren, das eigentlich gefühlt 1000 Meter in der Höhe ist. Und auf Google Maps hat es natürlich so ausgesehen, als würde es in der Nähe sein, aber es war der Umweg. Jetzt mal, ich habe richtig Hunger. Iss bevor du Hunger hast und trink bevor du Durst hast. Ja. Schon gut. Ich bin jetzt hier noch gut Sonntagmorgen am Rheinfall. Erdgeschoss. An alle Thuner, die immer sagen, sie können am besten anböteln. Ich würde sagen, hier ist eine Challenge. Stellt euch an. Also ich würde mal sagen, der Rheinfall ist schon ein Rheinfall. Richtig Baba-Wetter. Kann man sogar die Sonnenbrille mal noch montieren. Nicht für nichts mitgenommen. Obwohl hier die Seite der Brille am Arsch ist. Wenn wir hier schon mal so einen Topf so einen grossen habe ich wirklich noch nie gesehen. So ein Privathaushalt. Aber liebe Leute, es ist der letzte Tag heute. So, die letzten Kilometer. Also ich bin so froh, dass ich daheim bin. In meinem Bett, in meiner Dusche. Dann fahre ich eine Zeit lang kein Velo mehr. So, meine Mama und meine Sissi sind vom Arbeiten gekommen. Mal vorbeischauen. Heyo! Ja. Ich freue mich heute hier zu sein, ja. Geht's gut? Nein. Und zwar habe ich vor, mit dem Velo einmal rund um die Schweiz herumzufahren. It's my